Guten Tag, ihr Leid. So, es geht weiter mit dem zweiten Fall in Apollo Justice, Ace Attorney. Wir müssen diesen guten Guy, Eldoon, interviewen. Oh, das reimt sich, das ist gut. Wir reden erstmal mit ihm, okay? Das ist nicht mehr eine gute Idee. Wer bist denn du überhaupt? Also, Sie betreiben einen Nudelstand, Herr Eldoon. Ich heiße Guy Eldoon und Nudeln sind mein Leben. Das Geheimnis ist die Suppe. 1,5 Jahre habe ich die perfekte Suppe gesucht. Und dann lag so unter einem Stein. Oh, das ist eigentlich gar nicht so lange. Meine Familie ist schon seit Generationen im Nudelgeschäft. Dieser Erwartungsdruck, es tut mir leid. 15 Väter haben die Nudeln an 15 Söhne weitergegeben, Mann! Das ist ja schon eine ziemlich alte Nudel. Allerdings, und ich Narr habe sie abgelehnt. Ich habe mich gegen meinen Alten gestellt und ein anderes Leben gewählt. Aber das erwies sich als echter Reinfall. Oh, ich konnte es nicht leugnen. Salzige Brühe fließt in meine Adern, Junge. Es war also Schicksal, das aus ihnen wurde, was sie sind. Genau, Schicksal ist das richtige Wort. Oh, wie sehr habe ich dagegen angekämpft. Aber letztendlich hat mich die verdrehte Nudel des Schicksals gefesselt, Mann. Das möchte ich mir lieber nicht vorstellen. Kontenance, bitte. Okay. Im letzten Jahr habe ich also meinen Nudelstand aufgemacht. Die 15. Generation von Eldoons Noodles. So, damit hätte er geklärt, was der Mann und seine Nudel die letzten 15 Jahre gemacht hat. Okay, also. Erzählen Sie mir bitte mehr über Eldoons Noodles. Sie haben ja keinen Schimmer, wie genial meine Nudeln sind. Ich salze sie so sehr, dass sie noch salziger sind als Salz. Also übersättigtes Salz. Ein gesättigtes Salz, keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich erst recht mal keine Lust drauf, keine Nudel drauf. Doch, schon. Also ja, nicht mehr so, ich werde ja alt. Aber früher, Junge, Salz ist quasi das Salz in der Suppe. Also, oh, salzige Nudeln ist super. Und meine Freundin, ja, als Suppe gekocht hat, ich habe ihr eine Suppe beigebracht, braune Nudelsuppe, gibt es ein Short-Video auf meinem Kanal, das habe ich ihr beigebracht, wie man das macht und habe es dann danach einfach selbst vergessen. Und deshalb weiß ich auch nicht mehr genau, wie es funktioniert. Um das Video, das kleine Short, was ich da auf dem Kanal habe, um das zu drehen, musste ich meine Freundin fragen, hör mal, wie geht denn das wieder? Egal. Und wenn die braune Nudelsuppe kocht, früher war es halt wirklich so, ohne dass ich probiert habe, hat sie gesagt, hier, bitteschön. Und dann habe ich gesagt, fehlt Salz. Und es war immer so, es hat immer Salz gefehlt. Aber mittlerweile ist es so, ja, ich tue etwas weniger salzig essen, ja, aber Salz ist schon geil. Ja, egal. So, also ich habe Lust auf salzige Suppe, definitiv. Ich habe den Stammkunde an seinem Nudelstand. Er war schon am Stand meines Alten zu Gast, als er damals noch Anwalt war. Also der Phoenix Wright war damals noch Anwalt. Jo. Er und seine Assistentin. Tut mir leid, ich werde sicher bald mal vorbeischauen. Ich wünschte, das wäre möglich kleiner. Hä? Verdammt, wäre das schön. Ich würde so ziemlich alles für eine Schale Nudeln geben. Worauf wollen Sie hinaus? Er wurde gestohlen! Mein Stand! Einfach weg! Das ist aber schlecht. Hat der Mann etwa Standesdünkel? Okay. Gestohlen? Also, gestohlener Stand. Es war gestern Abend. Ich habe so meine Runden gemacht und dabei in die Pfeife geblasen. Ich dachte eher, das ist eine Mundharmonika, aber okay. Die ist wie die Glocke vom Eisverkäufer, nur lauter. Die Leute beschweren sich sogar. Ja, du verstehst ja nur... Achso, du versuchst ja nur, mich aufzumuntern, so rum. Ja, das klang mehr nach einer Mundharmonika, aber Mann, ich könnte Anwalt werden. Ich habe meinen Stand geschlossen und ihn am Haus abgestellt. Dann, heute Morgen, in aller Frühe, war er weg. Mein Hab und Gut, mein Schatz, oh weh. Da lässt er die Nudel hängen. Vielleicht hat ihn irgendein Rumtreiber weggekarrt? Nur so eine Idee. Nun,
Mir ist egal, wer es war. Ohne diesen Stand bin ich ruiniert. Ja, kann ich verstehen, ne? Meine gesamten Nudelschalen waren auch darin, außer die eine, die er auf dem Kopf hat. Das ist das Traurigste, was ich den ganzen Tag gehört habe. Du verstehst mich. Wie auch immer, genau darum geht's. Viel Glück. Gut. Moment. Was genau wollen Sie eigentlich von uns? Mein Nudelstand. Finden Sie ihn. Und an dem Tag, an dem Sie mir mein Baby zurückbringen, gibt's bei mir Nudeln satt. So feurig und salzig, dass 2 Schalen tödlich sind. Dann brauche ich einen Anwalt. Apropos, ich bin Anwalt. Ich arbeite als Verteidiger, nicht als Detektiv. Hier wohne ich. Schauen Sie einfach vorbei, wenn Sie noch Infos brauchen, okay? Versuchen Sie ihn möglichst noch heute zurückzuholen. Polo. Polo? Ah, Polo bin ich. Achso, ich muss Nudeln kochen. Ja, aber... Die Dinge haben sich inzwischen zum Bizarren gewendet. Verkehrsunfälle und Nudelstanddiebe. Übrigens, da war noch etwas, wonach ich dich fragen wollte, Apollo. Hä? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hören Sie sich gefälligst an, welches Problem die Dame hat. Seien Sie nicht so unverschämt. Wo kommt denn der jetzt wieder her? Ich habe gestern Abend etwas verloren. Das heißt, etwas wurde mir gestohlen. Hey, was ist denn bloß los? Noch mehr Diebstähle und Gaunereien? Nun, jemand hat eins meiner Höschen gestohlen. Höschen. Juicy Spitter. Ja, Juicy, echt jetzt. Es wurde also gestohlen, dein Höschen, ja. Genau, dein Höschen, ja. Das ist echt eine Schande, ehrlich. Juicy-Püppchen. Gestern Abend war ich alleine im Büro. Ich hatte mein Höschen dort zum Trocknen aus dem Fenster gehängt. Was ist denn hier los? Dann kam ein Dieb und nahm es mit. Mein Lieblingshöschen. Ich bin ihm nachgerannt. Gib es zurück, habe ich geschrien. Halt, wo ist denn der Hund her? Nun, das war ganz schön mutig von dir. Was ist mir entwischt? Also, er ist mir entwischt. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dieses Höschen machen soll. Was für eine Schande, jawohl. Nun, wenigstens liegt der Tatort günstig. Wie jetzt? Ich zeichne ihn dir auf der Karte ein. Sag mal. Ich mache mich da mal auf den Heimweg. Finden Sie mal einen Stand, sonst wird es keine Nudeln für Sie geben, Polo. Okay. Heißt Polo nicht dreckig? Al Polo heißt dreckig, oder? Polo? Also ich habe ein geiles Rezept, nennt sich Spaghetti al Polo. Sind dreckige Spaghetti. Schlagt's mal nach, wahrscheinlich findet ihr im Internet sogar ein Rezept dazu. Ist voll geil. Ist mit Hähnchenfleisch und Gemüse ist drin und sowas und Bere Bere. Oder wie das Gewürz auch immer heißt. Das ist das Zauberding an dem Gewürz und das ist auch das Problem, das Gewürz zu bekommen, weil sonst funktioniert's nicht. Egal. Also, okay. Und helfen Sie hübsch meinem Juicy-Püppchen, verstehen wir uns? Ja, ja, okay. Also, mittlerweile haben wir ganz schön was um die Ohren, nicht wahr? Gestern hatten wir noch nichts zu tun und jetzt sind es schon 3 Fälle. Ja, sieht so aus. Dann wollen wir mal sehen, wo wir jetzt stehen. Jedenfalls nicht in einem Gerichtssaal, so will ich sicher, definitiv nicht. Okay, also, nun, der erste Punkt auf unserer Liste, Phoenix Wright, die Fahrerflucht wegen der Paps im Krankenhaus liegt, genau. Wir müssen denjenigen finden, der ihn angefahren hat. Wer bezahlt uns eigentlich dafür? Ja, und der zweite Punkt, Herrn Elduns bitte, den gestohlenen Stand wiederzufinden. Wofür uns eine Schale versalzene Nudeln versprochen wurde. Und der letzte Auftrag ist der von mir. Mein gestohlenes Höschen zu finden. Irgendwie freue ich mich langsam auf die Nudeln. Ja. Auf geht's, Polly. Die Straße wartet. Woher diese Begeisterung? Ja, wie könnte es anders sein? Lass uns diese Fälle knacken, du und ich. Wir schaffen das. Naja, dann wollen wir uns mal ans Werk machen. Mal sehen. Eine Fahrerflucht, ein gestohlener Stand und zu guter Letzt ein gestohlenes Höschen. Untersucht haben wir in der letzten Folge, dann bewegen wir uns mal. Soll man nochmal in die Klinik gehen oder an den Unfallort? Ja, wir machen das der Reihe nach, oder? Erstmal den Unfallort angucken, inspizieren. Kitaki, aha. 15. Juni, Unfallort. Wieso ist da alles mit Gelb beschmiert?
Das Senf. Also hier wurde Herr Wright von dem Auto angefahren. Laut Karte war es hier. Hm. Was für ein riesiges Haus. Apollo, da drüben steht eine nett aussehende Dame. Komm, wir befragen sie. Okay. Mich würde auch der Park dort drüben interessieren. Was ist denn da los? Entschuldigen Sie, dürfen wir Sie etwas fragen? Ah, was wollt ihr? Wow, diese rauchige Stimme. Warum fange ich jetzt plötzlich an zu schwitzen? Achso, ich brauche eine rauchige Stimme, okay. Was für ein Haus? Sie müssen wirklich Knete haben. Knete. Ich würde staunen, wie viele Leute man damit weich bekommt. Ist das eine Yakuza? Okay. Das ist das Kitaki-Anwesen, kleines Mädchen. Ich mache jetzt hier keine rauchige Stimme. Habe ich keinen Bock drauf. Mich hat beim ersten Fall schon der russische Akzent, der hat mir schon alles abverlangt. Hä? Du, Kleiner, mit der Frisur. Was willst du? Nichts, gar nichts. Wiedersehen. Apollo, wir müssen sie erst befragen, bevor wir gehen. Vielleicht weiß sie was. Ja, aber die Kitakis. Das größte organisierte Verbrechersyndikat der Stadt. Wenn du etwas fragen möchtest, dann tu es. Falls du dazu wirklich manns genug bist. Alter Schwede. Richtig. Ja, das sind die richtigen Worte, um ihn auf Trab zu bringen. Hat sie denn keine Angst? Ich heiße Plum. Plum Kitaki. Frau des 4. Oberhaupts des Kitaki-Familienbetriebs. Freunde nennen mich Little Plum. Ja, es heißt wohl Plum. Also, was ist ein Plum? Pflaume, glaube ich. Es könnte aber auch Pfälzisch so eine Blume heißen. Das ist ein Blümchen. Ja, okay. Die heißt Plum. Weil ich das sage. Die heißt nicht Plum. So. Ich bin jetzt der kleine Apollo Justice, Strafverteidiger. Wenn Blicke töten könnten, wäre diese Frau eine Massenmörderin. So, ich gucke mich zuerst mal hier um. Und was ich definitiv nicht machen werde, ist ihr meine Anwaltsmarke unter die Nase zu halten. Das werde ich definitiv nicht tun. Also, was haben wir denn hier? Irgendjemand hat das ganze Tor mit Farbe bespritzt. Was für eine Sauerei. Wurde die Farbe von dem Auto umgeschüttet, das mein Paps angefahren hat? Genau so war's. Ah. Und ich muss die ganze Sauerei wieder wegmachen. Solltet ihr denjenigen finden, der das angerichtet hat, dann bringt ihn her, klar? Natürlich. Sie würden ihm schon Beine machen, das alles wegzuputzen. Du bist ja entzückend. Naiv, aber entzückend. Denjenigen, der das getan hat, werde ich persönlich wegputzen. Nichts hasse ich mehr als Schmutz und Unordnung. Oh, so coole Sachen würde ich auch gern sagen können. Ja, ich wette, dass du es kannst. Würden meine Zähne nicht so laut plappern, würde ich mitlachen. Okay. Das da ist ein Kitsune. Also ein Fuchs. Wow, was für ein riesiges Haus. Und was für ein großes Tor. Die Familie Kitaki ist reich und hat großen Einfluss hier. Ich mag den Fuchs. Der ist süß. Ach das ist unser Familienwappen aus der guten alten Heimat. Ihr Familienwappen? Wir sind schlau wie der Fuchs und haben scharfe Zähne. Also eine Art Lebensweisheit. Sowas fehlt dir noch, Apollo. Wie wär's mit einer blinden Justitia oder einer Statue? Ich passe. Danke. So, das sind Farbeimer. Kann ich die nicht? Okay, da will ich nicht direkt reingehen. Aber das da, ist das Graffiti? Ein farbig leuchtender Drache. Warum habe ich nur das Gefühl, dass er mich anstarrt? Diese Farbe sollte wohl für die Neubemalung der Wand benutzt werden. Das ist richtig. Ich hatte einen Künstler damit beauftragt. Schon den dritten. Der erste kleckerte Farbe auf den Eingangsbereich, der zweite auf meinem Kimono. Also habe ich... Nein, erzählen Sie es nicht. Es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Okay. Ja, das war's soweit. Okay, alles klar. Wir haben uns jetzt alles schön angeguckt. Wir reden mal eine Runde mit ihr, oder? Also erstmal die Kitakis. Die Plum. Vielleicht nenne ich sie doch Plum. Plum hört. Mal gucken, es wechselt. Ein wirklich netter Name für jemanden, der so... Ja... Wow.
Was ist los, Apollo? Wie wär's, wenn du nicht mit ihr direkt, sondern über mich mit ihr reden würdest, ja? Hä? Das kommt mir aber reichlich überflüssig vor. Ich bin Anwalt, ich bin für überflüssige Prozeduren da. Oh, kleines Mädchen, du solltest wissen, wir sind Gangster. Gangster? Oh, das heißt also, sie sind die Bösen? Das ist super, Juicy, du bist einfach super. Juicy, über mich bitte, ich flehe dich an. Die Bösen, das hört sich gut an. Wenn das vorbei ist, brauche ich erstmal einen Kaffee mit Schuss. Es ist wirklich harte Arbeit, das Familieneigentum zu beschützen. Für uns, die Bösen, ist auch alles nicht mehr so einfach, wie es mal war. Sie wollen also sagen, die Geschäfte laufen nicht so gut? Reden wir lieber nicht über das Geschäft, wenn es nicht nötig ist. Okay, da, das ist hier. Hier ist gestern Abend ein Autounfall passiert, ja? Gestern Abend. Natürlich können Sie nichts darüber wissen. Entschuldigen Sie meine Frage. Warte. Ja? Du meinst doch nicht diesen Mann, oder? Den meinst du doch, oder? Diesen Mann, den meinst du. Ja. Der Mann, der 10 Meter durch die Luft flog und dann einfach aufstand und wegging. Das war mein Paps. Na, ich hätte es wissen müssen. Einer unserer Kapos meinte, er würde perfektes Kanonenfutter abgeben. Kapo? Kanonenfutter? Wären Sie so nicht so viel Fachjargon zu benutzen? Na, jedenfalls brachte es nichts als Ärger. Ich mache seit heute Morgen schon diese Sauerei weg. Bah. Die machen die Farbe weg? Okay, fragen wir mal darüber. Wurde diese Farbe zum Zeitpunkt des Unfalls verschüttet? Es war gestern gegen 21 Uhr. Ich hörte ein lautes Krachen. Und fand deinen Vater, wie er in einem See aus Farbe ertrank. Also haben sie ihn gerettet? Das hast du meinem Mann, dem Boss, zu verdanken. Das Auto, das dein Vater angefahren hat, fuhr auch über die Farbeimer. Bog um die Ecke und brauste davon. Gibt's dann vielleicht Farbspuren auf dem Boden oder so? Weißt du, wir sind gerade dabei, unsere Wände neu zu bemalen. Ich bin mir ganz sicher, dass der Drache mich anstarrt. Ja, aber warum sind sie hier draußen und machen sauber? Ja, was meinst du damit? Ich meine, sind sie denn nicht ein Gangster? Haben sie denn keine Handlanger, die solche Drecksarbeit für sie machen? Bitte, lass mich fragen, wenn du was sagst. Nicht so förmlich, kleiner Anwalt. Ich denke, wir Gangster haben ein gewisses Image. Ja. Aber weißt du, wir sind gemeinschaftsorientierte Gangster. Aha. Der Boss gibt den Leuten gerne was zurück, verstanden? Wie, großmütig. Ich habe die öffentlichen Einrichtungen benutzt, um den ganzen Müll zu entsorgen. Jetzt bleibt nur noch die Farbe auf der Straße. Öffentliche Einrichtungen? Ich hoffe, Sie meinen Mülleimer. Ah, damit meinen Sie wohl diesen Mülleimer. Ah, interessant. Okay. Ja, komm, ich muss es machen. Tut mir leid, Kleiner. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Komm, das zeigen wir ja auch noch. Ah ja, okay. Okay, alles klar. So. Also reden können wir nicht mehr mit ihr, alles klar. Wir gucken jetzt mal. Der Ort des Standdiebstahls. Nein, ich will noch. Ah, guck mal hier. Sorry, ich bin verwirrt. Es tut mir leid. So. Wie komme ich denn hier nach rechts? Rechter Stick. So. Oh. Wer ist das? Sie schaut zum Park rüber. Sie ist hübsch. Ich wette, sie hat eine Geschichte, weißt du? Sie hat sowas an sich. Schade, dass sie es anscheinend eilig hat. Okay, erstmal untersuchen wir hier. Also, was ist denn da hinten los? Was ist denn da los? Am Parkeingang sieht's nach Ärger aus. Ich kann den Ärger schon riechen. Sie dürfen den Park nicht betreten, werte Dame. Von Ihnen lassen Sie mir nicht vorschreiben, was ich zu tun habe, Sie Grünschnabel. Auf meinem Nachhauseweg gehe ich immer durch den Park. Kommen Sie bitte da runter, sonst verletzen Sie sich noch. Das ist aber eine resolute alte Dame. Ich persönlich interessiere mich eigentlich mehr für diesen Park. Ich wette, ich weiß, was dort ist. Sie drehen einen Film. Kommen wir sie nach, vielleicht sehen wir ja jemand Berühmtes.
Hey, Kleine, du darfst nicht in den Park. Oh, er ist böse auf mich. Ist hier was passiert, Herr Wachmeister? Wie? Nein, geht weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Warum geht ihr Kinder nicht woanders spielen? Wir sind keine Kinder und wir spielen nicht. Ich bin Anwalt. Irgendwelche Probleme? Ah, Inspektorin Sky. Oh, ist das Emma? Alles in Ordnung. Keine Vorkommnisse. Es ist Emma. Inspektorin? Warum trägt sie einen Laborkittel? Gerade du solltest die Klamotten anderer Leute nicht kommentieren. Und diese Kinder? Schaulustige. Sie behaupten ernsthaft, Anwälte zu sein. Ah, und warum verschwindet ihr nicht einfach und geht woanders spielen? Sehen Sie, wir sind keine... Sonst gibt's was ins Gesicht. Was? Wie wär's mit einer Dosis Hydroxydaseline-Dosetrase? Genau, sage ich jetzt nicht mehr. Wie bitte? Was soll das sein, dieses Hydroxy-Zeug? Was es auch immer ist, es hört sich nicht gut an. Schusse, komm, wir gehen. Versuchen Sie bitte, das Gesindel fernzuhalten. Wird gemacht. Ich bin kein Gesindel. Mann, wie können wir so nur an mehr Informationen rankommen? Warum fragen wir nicht einfach die nette Dame auf der anderen Straßenseite? Oh ja, die nette Dame. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Guck mal, da ist Lauch. Ich wüsste zu gerne, was hier passiert ist. Hey, ich habe gesagt, dass hier niemand rein darf. Außer du bist scharf auf eine extra Portion Hydroxydaselise, was weiß ich. Nichts zu machen. Das ist ein Mülleimer. Da steht ein großer Mülleimer auf dem Weg in den Park. Ich denke, den sollten wir uns genauer ansehen. Das Leben eines Detektivs ist eben hart. Ich bin ja eigentlich an... da sind 2 Dinger im Abfall mit Farbe dran. Das sind Pantoffeln. Guck mal, das ist die Meraktis-Klinik. Sie sehen wie die Pantoffeln aus, die man im Krankenhaus bekommt. Sieh mal, Apollo. Gehört das nicht zu einem Auto? Oh, grüner Spiegel. Das ist ein Außenspiegel. Das Auto muss irgendwas oder irgendwen gestreift haben. Warte, du meinst doch nicht. Doch, er könnte von dem Auto stammen, das Herrn Wright angefahren hat. Wow, und er hat den Spiegel abgerissen? Paps ist so stark. Ich habe in meiner Tasche leider nur Platz für eine Sache. Was willst du nehmen? Oh, das ist ja gemein. Ach komm, ich interessiere mich eigentlich mehr für die Pantoffeln. Pantoffeln für Patienten der Meraktis-Klinik. In der Nähe des Kitaki-Anwesens gefunden. So. Okay. Da, Volkspark. Volkspark. Irgendwie ein komischer Name für so einen verlassenen Ort. Ja, ich frage mich, warum er so heißt. Huch, da steht was auf dem Torpfosten. Wie? Oh ja, da steht, gestiftet von Big Wins Kitaki. Du meinst, die Kitakis haben diesen Park gebaut? Das ist aber nett von ihnen, der Gemeinde so etwas zu spenden. Wir sollten nicht so gut über sie denken, verstanden? Ein Gangster, der einen Park baut? Komische Sache für einen Verbrecherboss. Kommt drauf an. Vielleicht hat er ja extra einen Park gebaut. Okay, hier kann ich jetzt nochmal dran gehen, um die Pantoffeln zu ändern. Also, das Dingens. So, ich guck mir mal die Pantoffeln an. Kann man die drehen oder so? Ja, oder? Ahahaha! Die Unterseite ist voll Farbe. Huch, was ist das für ein seltsamer Umriss bei dem Fleck? Anscheinend klebte ein Blatt an der Pantoffelsohle, als in die Farbe getreten wurde. Also ist der Umriss zurückgeblieben, als das Blatt abgefallen ist. Jetzt habe ich Farbe an der Hand. Apollo, ich habe gesehen, wie du deine Finger an meinem Umhang abwischen wolltest. So, okay, also. Der ist auf jeden Fall durch Farbe gedappt. Guck mal, da sind Fußabdrücke drin. Seht ihr das? Eben konnte ich da irgendwo drauf gehen. Moment, wie zoome ich dann rein? Dieser Fleck hier ist schwarz. Was das wohl ist? Sieht nicht wie Farbe aus. Okay, 2 seltsame Sachen. Okay.
So, wir gehen mal wieder rüber. Wo ist die Frau hin? Die ist irgendwie weg, oder? Ah, das hatten wir schon, Ah, da ist sie. Ach, das ist unser Familienwappen aus der guten alten Heimat. Ihr Familienwappen? Ja, okay, das haben wir alles schon, aber... So. Ach so. So, ich muss rausgehen, Okay, jetzt pass auf. Ich präsentiere hier mal die Schlappen. Einfach weil, ja, warum nicht, ne? Ah. Ja, okay, da hat sie keine Ahnung. Dann, wir reden mal wegen dem Park, ne? Volkspark. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, was? Was ist im Park auf der anderen Straßenseite passiert? Oh, ja, ein ziemlicher Trubel. Chicago Blitzgewitter, wie der Boss sagen würde. Chicago... Was? Ja, Schüsse. Es wurde jemand erschossen, noch dazu unter seltsamen Umständen. Seltsam? Was für ein Morgen. Überall Ärger, im Park, am Tor, sogar in unserem Haus. Ist auch etwas in Ihrem Haus passiert? Ein ruchloses Verbrechen, schamlos. Es geht um eine private Angelegenheit. Wollt ihr davon hören? Irgendwie denke ich, dass nein die falsche Antwort ist. Okay, ja, komm, mach hin. Also, was ist in Ihrem Haus passiert? Unterwäsche, gestern Nacht. Ich ahne da auch etwas. Ich, Little Plum Kitaki, bin Opfer eines Höschenjägers geworden. Junge, ist das ein multipler Täter? Wie heißt das? Weiß schon, wenn man irgendwie Sachen mehrmals macht. So, was? Also wurden nicht nur meine Höschen geklaut? Dich hat's also auch erwischt? Armes Ding. Wie ich schon sagte, wer so etwas tut, ist ein abgebrühter Verbrecher. Da steckst doch nicht etwa du dahinter? Nein, natürlich nicht, Erbarmen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in letzter Zeit einige Höschen verschwunden sind. Und die geklauten Höschen haben alle etwas gemeinsam. Bei Chusis und Frau Kitakis Höschen kann ich mir kaum was Gemeinsames vorstellen. Wenn ich mir Frau Kitakis Höschen so vorstelle... Wir werden ihr Höschen schon wiederfinden. Großartig. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Wo hast du mich diesmal nur wieder reingezogen, Chusi? Oh, das ist die Frau von vorhin. Das Mädchen von vorhin. Oh, willkommen zu Hause, meine Liebe. Ah, hallo. Mutter? Sie ist auch eine Kitaki? Oh, entschuldigen Sie. Hier, unser Flyer. Guck mal, die Alles-Agentur, right? Alles Agentur, right? Genau. Gefällt dir unser neuer Flyer? Also ich fände es besser, wenn sie Alles Right Agentur hieß. So, egal. Also, das ist unser Strafverteidiger, Herr Apollo Justice. Strafverteidiger? Schauen Sie einfach in unserem Büro vorbei. Wie erwarten Sie? Auf Wiedersehen? Hat die jetzt einfach angelabert und gesagt, kommt bei uns vorbei? Die weißt du, kennst du doch gar nicht. Warum hast du ihr unseren Flyer gegeben? Weiß nicht. Sieht so aus, als könnte sie Hilfe gebrauchen. Sie ist die Erbin einer Gangster-Dynastie. Sie braucht unsere Hilfe nicht. Na, wäre ich mir nicht so sicher. Keine Ahnung. Okay, hier scheinen wir auch fertig zu sein. Untersuchen brauchen wir nix. Präsentieren auch nicht. Hier waren wir schon. Dann gehen wir weiter. So. Wir gehen jetzt zum Ort des Standdiebstahls.